Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Weißt du, viele Menschen sagen, dass Deutsch eine der schwierigsten Sprachen ist, die man lernen kann. Was denkst du darüber? Ja, das höre ich auch oft. Aber ich glaube, es gibt viele Wege, die das Deutschlernen einfacher machen können. Genau. Und darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht fangen wir mit einigen Tipps an, die den Einstieg erleichtern. Ein guter Anfang wäre, sich mit der Aussprache vertraut zu machen. Deutsch hat einige Laute, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Absolut. Ich finde, dass das Hören von Podcasts oder das Anschauen von deutschen Filmen sehr hilfreich sein kann. Ja, und es gibt auch viele tolle YouTube-Kanäle, die sich speziell an Deutschlernende richten. Und was ist mit der Grammatik? Viele Leute finden sie besonders herausfordernd. Stimmt, die deutsche Grammatik kann knifflig sein. Aber es hilft, wenn man sich kleine Ziele setzt und nicht alles auf einmal lernt. Genau, und es ist wichtig, Geduld zu haben. Es dauert seine Zeit, bis man die Fälle oder die verschiedenen Zeiten richtig beherrscht. Ein weiterer Tipp ist, regelmäßig kleine Texte zu schreiben. Das hilft nicht nur bei der Grammatik, sondern auch beim Wortschatz. Und es gibt so viele wunderbare Bücher und Blogs, die speziell für Deutschlernende geschrieben wurden. Absolut. Und wenn man die Möglichkeit hat, mit Muttersprachlern zu sprechen, sollte man das unbedingt nutzen. Ja, das ist ein großer Vorteil. Im Gespräch lernt man oft noch am meisten. Was hältst du eigentlich von Sprachkursen oder Apps? Ich finde, dass sie eine gute Ergänzung sein können. Besonders Apps wie Duolingo oder Babbel sind sehr beliebt. Stimmt, sie bieten eine gute Möglichkeit, auch unterwegs zu lernen. Und wie sieht es mit der Motivation aus? Manchmal fällt es schwer, am Ball zu bleiben. Da hast du recht. Es hilft, sich klare Ziele zu setzen, warum man Deutsch lernen möchte. Und vielleicht sollte man sich belohnen, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat. Das ist eine super Idee. Welche anderen Strategien kennst du, um motiviert zu bleiben? Ich finde, dass ein Sprachtandem sehr motivierend sein kann. Man trifft sich regelmäßig mit jemandem, um die Sprache zu üben. Ja, das ist auch eine tolle Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Auf jeden Fall. Und wie sieht es mit der Kultur aus? Sollte man sich damit auch beschäftigen? Definitiv. Wer die Kultur versteht, hat oft auch einen besseren Zugang zur Sprache. Genau, und es macht einfach Spaß, mehr über die Bräuche, das Essen und die Traditionen zu erfahren. Das stimmt. Und manchmal entdeckt man dabei ja auch Gemeinsamkeiten mit der eigenen Kultur. Ja, das ist immer spannend. Zum Schluss hast du noch einen letzten Tipp für unsere Zuhörer? Bleibt dran und habt Spaß am Lernen. Sprache ist ein wunderbares Werkzeug, um die Welt zu entdecken. Das ist ein schönes Schlusswort. Und wie sieht es bei euch aus? Was sind eure besten Tipps, um Deutsch zu lernen? Wir sind gespannt auf eure Antworten.